So, hi, grüß euch, servus und habe die Ehre. Diesmal melde ich mich vom Kapellplatz in Altötting. Wir werden uns heute die Gnadenkapelle anschauen, wir werden uns da die Wallfahrtskirche anschauen, wir werden uns die Tilly-Gruft anschauen, wir werden uns so die Devotionalienläden ein bisschen anschauen. Ja, es gibt nicht viel in Altötting außer dem Kapellplatz und nachdem der Papst gestorben ist, haben wir gedacht, ist vielleicht einmal eine recht gute Idee. Da war ja auch der Benedikt, der Ratzinger. Und ich zeige euch das einfach mal, was da so abgeht. Und dann schauen wir mal, wie weit uns das alles bringt. Wird bestimmt witzig, das Wetter passt. Der Berni kommt jetzt noch vorbei. Der Jonas ist gerade ein Schweizer Händel, Gickerl, Händel, Hähnchen. Für die ganz extremen Bräuler, vielleicht versteht ihr es dann. Also, dann schauen wir mal. Jetzt warten wir, bis der Berni kommt und dann werden wir da Videoaufnahmen machen und Fotos. Vor allem vom Altöttinger Tod, von der Tilly-Gruft. Das ist der Kandidat. Ich erzähle euch da ein bisschen was. Und eines von den wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Heiligtum der Katholiken in Bayern, die Gnadenkapelle. Und einen Trauerflor haben wir auch. Also, viel Spaß. Ding dong, ding dong. Lette, da schaut's her. Schauen wir den ersten Heiligen von der Stiftspfarrkirche St. Philipp und Jakob. Wie es für eine bayerische Kirche gehört, hat die Kirche sogar zwei Reliquien, zwei heilige Skelette. Die spätgotische Kirche steht im oberbayerischen Wallfahrtsort Altötting und ist einer von den bekanntesten bayerischen Wallfahrtsorte. Die Kirche ist so 1245 dem heiligen Philippus und Jakobus geweiht und steht auf Fundamente von einer viel älteren Kirche, die ungefähr 877 von Karlmann, dem König unter anderem von Bayern, veranlasst wurde. Und nachdem der Papst vor einigen Tagen gestorben ist, weht natürlich überall die Vatikansfahne mit schwarzem Trauerflor, Kondolenzbuch und ja, da ist unser verstorbener Papst. Die Orgel ist was ganz Besonderes. Meine Schwester hat in der Kirche geheiratet und die ist echt toll und klingt auch toll. Die Hauptorgel wurde 2000 von Thomas Jahn als Alkoven erbaut, neu gebaut worden. Und das Instrument hat 49 Register und insgesamt 3473 Pfeifen auf 3 Manualen und Pedal. Also wirklich ein gigantisch riesengroßer Leierkasten. Und vor lauter Bläde im Schädel habe ich vergessen, dass ich in der Kirche den Tod von Altötting zeige. Tod zu Eding, Tod zu Oetting. Das ist eine 50 cm hohe Skelettfigur, versilbert aus Holz und steht ungefähr auf einer 7 Meter hohen Schrankuhr aus der Pestzeit 1634. Es handelt sich um eine Darstellung des Todes als Sensenmann, der im Takt der Uhr mäht. Die Legende besagt, dass bei jedem Schwung seiner Sense irgendwo ein Mensch sterben soll. Und es kämen viele Leute extra in die Kirche, nur dass den Tod zu Eding anschauen können. Was ist das da? Beichtstühle. Da gehst du in die Kirche, nächste Ruhe. Dann hockt so ein kleiner Waldschrat umeinander. Die siehst du echt überall.
Christi. Habe ich jetzt die Zeit übersehen oder was? Habe ich jetzt die Zeit übersehen? So, also der Berni ist da, wir sind jetzt schon rumgezogen, haben schon eine halbe Stunde geschmatzt. Servusler. Wir stehen da vor der Musikschule, sagt der Berni. Und da haben wir schon die ersten Absolventen. Ja, ist es nicht so eine gute Schule? Nein, ich weiß nicht, wie die Schule ist, keine Ahnung. Aber da haben wir jetzt einen Tilly, da gehen wir dann runter später in die Gruft und schauen uns den an. Da erzähle ich euch auch noch was drüber, dann über den alten Tilly. Ich kann aber so viel sagen, viele hassen den, bei uns in Bayern wieder verehrt. So, jetzt kommt schon die erste Ladenbesitzerin und schimpft schon, weil er so schön spielt. Ja, er spielt doch nicht so schön. Habe ich doch wieder ein Highlight des Tages. Wie sagt man in Bayern, a so schön, so schön, ja. So schön schon. Was hast denn du? Weil schaut euch den Bernisch wieder an, was der wieder daherkommt. Was denn? Mit der Sauni kommt der wieder daher. Ja, okay. Und vor allem mit dem Lederriemen, der schaut auch edel aus. Der gefällt mir. Der schaut auch antik aus. Nein, Nicht? stimmt nicht. Nein. Was der auch immer alles hat. So, dann gehen wir jetzt nochmal spazieren. Mit der Flöte probiert, aber das klingt auch nicht besser. Wir gehen jetzt einfach. Also in Altötting haben wir auch den Rattenfänger, nein, den Rattenvertreiber von Altötting. In Hameln werden es gefangen, die Ratten. Bei uns werden es vertrieben. Ja. Na, ich kann nicht mehr. Jetzt, wenn ich mit dem Berni unterwegs bin, macht er irgendeinen Schmarrn. Da hinten hat er schon wieder Analogfotos entwickelt. Schaust du? Fix es. Du Jonas, jetzt schnappst du eine Flöten und spielst auch Runden. Weil so gut spielst du auch. So, jetzt werden wir da fotografieren. So, und nach einer Stunde Schmatzen haben wir es endlich geschafft. Auf zum Fotografieren. Schnell unser Zeug auspackelt und dann ist schon fast losgegangen. Natürlich haben wir Fachgespräche gehabt. Alles so Wichtiges unter Fotografen. War eine richtig coole Sache. Das ist die Gnadenkapelle Altötting, auch Heilige Kapelle genannt. Der Zentralbau stammt so aus dem 8. bis 10. Jahrhundert ungefähr. 748 war der Ort eine Pfalz von Herzöge und Bayern. 40 Jahre später wurde Altötting karolingische Königspfalz sogar. 907 nach Christus haben bei uns dann die Ungarn gestürmt und alles verwüstet, was gefunden haben. Dann haben wir einfach die Kapellen wieder aufgebaut. Und 1494 ungefähr ist ein Schiff dazu gekommen und 1517 der Anbau außenrum, in dem wir uns jetzt gerade befinden, mit den ganzen Votivtafeln. Nicht Motiv, sondern Votivtafeln. Die Kapelle ist bayerisches Nationalheiligtum und darin befindet sich die Schwarze Madonna, das Gnadenbild. Schau, das sind so die Wachsmotive. Da hat man früher im Mittelalter, wenn man zum Beispiel Beschwerden gehabt hat, am Arm, ist man zum Wachszieher gegangen und der hat den Arm gemacht. Wachs war früher teuer. Und dann hat er das der Kirche gespendet und dann ist er geheilt worden. Es gibt eine Legende dazu, und zwar der Grund für die weltweite Bekanntheit Altöttings als Marienwallfahrtsort
liegt in der Begebenheit aus dem 15. Jahrhundert. Und zwar soll im Jahr 1489 sich folgendes Wunder ereignet haben. Ein 3-jähriger Knabe, ein Bub mit 3 Jahren, war in den Mörnbach gefallen. Der Mörnbach fließt heute noch ganz normal durch Reding. Von der Strömung ist er davongetragen worden und ist als ertrunken gehalten worden. Der ist praktisch steuersoffen. Die verzweifelte Mutter hat das leblose Kind nach seiner Bergung in die der Mutter Gottes geweihte Kapelle gebracht und hat es auf den Altar gelegt. Dort haben dann die anderen Gläubigen angefangen, für die Rettung ihres Kindes zu beten. Und plötzlich, nach kurzer Zeit, ist Leben zurückgekehrt in das scheinbare tote Kind. Und die Legende besagt, dass der gerettete Knabe später auch zum Priester geweiht wurde. Und jedes Mal, wenn man zur Wallfahrt nach Heudeding gegangen ist, hat sich irgendwas erhofft und erbetet, ist dann als Wunder eine Votivtafel angebracht. Im Umgang von der Kapelle sind heute über 2000 Votivtafeln und die sind wirklich richtig interessant, was er da alles entdeckt. Ganz viel Krankheit. Schau mal, die haben es aus dem Brunnen gerettet. Krankheit. Ui, 2017 schon Radlunfall. Ja, siehst du, das wird immer noch gemacht, gell? Es sind ganz viele Aktuelle dabei. Und also ganz alte, schau mal, 1835. 1819. Das ist 200 Jahre alt. Das Allerheiligste ist das Gnadenbild, und zwar die schwarze Madonna. Die ist ungefähr 64 cm hoch und enthält eingearbeitete Silberplatten. Mutmaßlich ist die Figur am Ende des 13. oder frühen 14. Jahrhunderts gefertigt worden. Am 11. September 2006, da war ich sogar zufällig live dabei, bei der ich gewohnt habe, ist unser Papst Benedikt nach Heudeding gewallfahrt und hat seinen Bischofsring, den er bei seiner Papstwahl getragen hat, vor dem Gnadenbild niedergelegt. Der Ring ist heute am Zepter der Muttergottes-Statue angebracht. Nicht sichtbar ist in der Kapelle auch das Herz von Graf Tilly beerdigt, zu dem kommen wir später noch. Im Laufe der Zeit sind in der Kapelle insgesamt 3 Körperbestattungen vollzogen worden, so im 16. Jahrhundert. Dazu kommen aber auch insgesamt 28 Herzbestattungen innerhalb von 300 Jahren. Das waren Herzöge, Kurfürsten, die haben sich das Herz hier beerdigen lassen, in schönen Silberherzen. Insgesamt sind es 13 Herzurnen, eingemauert oder auf dem Pflasterboden, und 14 silberne Urnen, insgesamt 15 Herzen in Mauernischen ausgestellt. Das schauen wir uns dann später noch heimlich an. Die Aufnahmen sind zwar nicht super geworden, weil ich wollte nicht wirklich mit der Pocket 3 da drin rumrennen, aber ich kann euch das so ein bisschen zeigen. Achso, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr beim Bernie mehr auf dem Kanal schauen. Und wenn ihr irgendwas Tolles findet, der macht ganz tolle Videos, momentan Sternenhimmel oder solche Sachen, Timelapse. Nicht abonnieren, weil der Wert der Fuchsleiter Wheat, das mag der Bernie gar nicht, wenn man den abonniert. Wenn es ihn aber ärgern mögt, den Waldschrat, den Kreisigen, den Rübezahl, dann lasst ihr mal ein Abo da. Das hat er verdient, dass er dem mal tratzt mit ihrer Groschen. Oh, schau, da beim Zweiten Weltkrieg 6 Soldaten im Graben. Da haben wir auch Zweiter Weltkrieg. Schau, da ist der Zug bombardiert worden. Was ist das für die Bomber? Und die haben das überlebt, schau. Oder nicht alle. Das ist total spannend, schau mal. Den haben wir doch auch gespielt. Genau. Das ist im Schützengraben. 1939. Wobei das Jahr jetzt mit dem nicht zusammenpasst. Ja, dort schon andere gegeben. Also was dort zum Schauen gibt, das war so.
Kannst du direkt froh sein, dass man so alt geworden ist, gell? Der ganzen Zeit. 1950. So, und gleich geht's in die Gnadenkapelle. Aber erst einmal habe ich ein paar so Preisenkäufer beim Fotografieren. Weil die stellen sich aber dermaßen an. Finde ich immer recht lustig. Mag ich eigentlich auch total gern. Da lernt man einen Haufen Leute kennen. Wir haben dann noch ein bisschen an der Tilly-Statue rumgeblödelt. Und dann habe ich mir heimlich die Pocket 2, nicht die Pocket 3, die Pocket 2 in die Jacke reingesteckt und bin dann da rein in die Gnadenkapelle. Total verwackelte Aufnahmen, totaler Schmarrn. Aber da darf er eigentlich nicht filmen, also fotografieren nicht, filmen weiß ich nicht. Aber ich wollte da nicht so aufdringlich sein. Deswegen entschuldigt die Aufnahmen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen sehen, wie viel Silber da drin rumhängt. Mit dem Bernie, ich sag's euch. Kennt ihr Leben des Brian? Bei der Tilly, sagt der Bernie, das ist die heilige Handgranate von Antiochia. Hier. Genau. Ritter der Kokosnuss. So, und dann bin ich losmarschiert. Achtung, Gnadenkapelle, jetzt kommt der Pixel. Ich habe die Pocket 2 vorne in die Jacke reingesteckt, da ist so eine Seitentasche. Aber das Mistding ist die ganze Zeit umgefallen, hin und her gerutscht. Dann hat sich der Gimbal wieder verfangt mit Fehlermeldung, überlasteter Motor. Also ich habe da richtig gekämpft, ich war da schon so genervt. Aber ich wollte einfach auch nicht öffentlich filmen, weil es gehört sich einfach nicht. Ein bisschen Anstand. Habe ich manchmal auch, mag es nicht glauben. Ich habe es dann irgendwie hingekriegt und überlegt, ach, Kim, scheiß drauf. Irgendwelche Aufnahmen werden wir da schon zusammenkriegen. Und dann sind wir da schon reingegangen. Und natürlich, wie es kehrt, wird sie da am Anfang natürlich auch bekreuzigt mit Weihwasser. Und schon sind wir drin. Ganz komische, andächtige Stille und Kühle. Es ist schon beeindruckend, wenn man reingeht. Ich habe dann versucht, ein bisschen mit der Pocket aus der Tasche raus, durch das schwere Eisengitter zum Filmen. Da hinten sieht man die schwarze Madonna, das Gnadenbild, das Allerheiligste. Außenrum sieht man auch die offenen, ausgestellten Silberherzen, wo eben die Herzen begraben sind von diversen Fürsten aus Bayern und Herzögen. Teil ist auch eingelassen in Grabplatten, unter anderem auch das Herz vom Tilly, auf dem kommen wir im zweiten Teil dann zu sprechen. Es waren einige Gläubige da, es war absolute Stille, wirklich absolute Stille. Ich wollte so wenig wie möglich auffallen. Die Wände auch ganz schwarz, also ganz eine bedrückende, ja fast schon heilige, also man konnte das irgendwie richtig spüren, Stimmung. Wir haben uns dann vorsichtig so ein bisschen dran vorbeigeschlichen. Dann habe ich entdeckt, dass rechts zwei Sitzbänke sind, wahrscheinlich auch schon Jahrhunderte alt. Und da war eine Stelle frei. Da bin ich da ganz schnell vorbeigeschlichen mit meiner geheimen Pocket 2 und habe mich da schnell reingesetzt und habe dann gehofft, dass ich ein paar Aufnahmen noch machen kann. Aber es war halt wirklich sehr schwierig.
So, jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen, der erste Teil. Es war so viel Material, es war so viel Zeug. Ich habe das erste Mal ein Video teilen müssen auf 2 Teile. Im zweiten Teil gehen wir runter in die Tillycroft. Das wird richtig spannend. Und dann erzähle ich euch den Hintergrund von dem Tilly. Ganz spannende Sache, 30-jähriger Krieg, katholische Liga und so weiter. Und dann sage ich euch auch, was der Bernie fotografiert hat. Der hat mir seine Fotos geschickt, sind auch ganz tolle Sachen dabei rausgekommen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr im zweiten Teil mit dabei sein würdet. Ach ja, und noch was. Ich habe was Neues von K&F bekommen. Das gefällt mir sogar richtig, richtig gut. Also danke und habe die Ehre.